Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und da haben wir sie wieder, die Streif. Und ja, diesmal probieren wir das zu beenden, was wir das letzte Mal angefangen haben. Da haben wir wieder der Schneiderle für die kurze Pfeile und das Schieberle für die kurze Pfeile. Ja. Und ein Magazin für kurze Pfeile hole ich nachher auch noch. Aber das Mal habe ich dazugelernt. Das habe ich jetzt anders gedruckt. Das ist jetzt so stehend ausgedruckt. Ihr seht, da ist immer noch nicht ganz. Aber ja, das kriegen wir schon hin. Und jetzt gucken wir mal. Machen wir das Ding da vorne weg. Hier kommen Messmittel, gibt Geschäft. Aufwachen. Ich messe. Und nachher zeige ich euch noch mein erstes Blästerle mit Schwungrädler. Das schauen wir uns dann auch noch an. Dann wisst ihr vielleicht, warum ich die Streif modifiziert habe. Oi, das war ein bisschen schwach. Da waren das 2 Ausreißer. Das waren bloß. Also wenn ich richtig zähle, dann war das bloß 4 Pfeil. Das heißt, die 2 da waren Ausreißer. Von dem Pfeil ist auch fast nichts mehr da. Das heißt, ja, was haben wir? Ne, da haben wir 3 Ausreißer. Ah komm, das machen wir. Das machen wir nochmal. Ja. Also ganz fit bin ich mit der Bedienung noch nicht. Es muss resettet sein. So. Das ist ja Scheiß. Da hat das da. Ja. Also mir war da irgendwas zwischen. Ja. Weil die 2 oberen mit die Einstellungen, das sind Ausreißer. Die hat's. Oder das sind Messfehler, würde ich jetzt einfach mal ganz dreist behaupten. Mit meiner Ingenieurskompetenz. Hey, das habt ihr ja gesehen, da habe ich die ersten 2 durch und dann hat es die 2, das war wohl der Staub, den es noch gemessen hat, der den hinterher geschossen hat. Eieiei, hui. Also da dürft ihr nicht die besten Pfeile verwenden, die sind ruckzuck das macht einfach viel Spaß. Warte mal. Das brauchen wir. Wenn das mal klappt, brauchen wir das nicht mehr. Kriegen wir vielleicht noch. Einen Schuss kriegen wir noch raus. Aus den Pfeilen. Das ist richtig Käse. Ja. Jetzt gucken wir erstmal. Hey, ich hol doch einen Taschenrechner, dann rechne ich das raus. Ich würde sagen, ich mache das Batteriele raus. Da haben wir jetzt das Dingele. Das ist, glaube ich, irgendein Fehler, das da hat. Weil das piepst da manchmal. Wobei ich habe es jetzt bei 3 Volt eingestellt, da passt es halbwegs, aber das. Weil so eine Zelle darf nicht unter 3 Volt kommen und das kann sein, dass das, wenn das mal kurz unter 3 Volt misst, dass das dann gleich anfängt rumzuspinnen, aber das kann. Da würde ich einfach mal aussagen, das ist einfach ein Messfehler. Also, machen wir uns das Leben einfach. So, da. Oh, das Deckel können wir auf die Seite packen, wird es nicht verkratzt. Der die sage, zerlegen wir es. Bis mal im Schnelldurchlauf. Bis gleich.
So, jetzt ist fertig. Und ich habe sogar der alte Mittelwert kalkuliert. Hochprofessionell mit dem Taschenrechner. Und ja, wenn wir die Ausreißer weg, also die Messfehler da, das sind keine Ausreißer, das sind Messfehler, dann kommen wir bei 44,133 und so weiter Meter durch Sekunde raus. Dann resetten wir das mal. Und schauen wir, ob das jetzt geht. Ja, nicht so richtig. Ja gut, man muss das Magazin noch gescheit nicht da. Das ist klar, dass das da nicht geht. Ja, und ich glaube, da müssen wir jetzt auch kalkulieren, weil das ist auch wieder so. Da haben wir jetzt 3 Pfeile gefeuert und was weiß ich, wie viel hat es gemessen. Das misst wohl den ganzen Krust, der sonst noch mitkommt, auch noch. Da haben wir 42,9 plus hochprofessionell mit dem Taschenrechner, weil der Ingenieur kann nicht Kopfrechnen. Muss der Ingenieur nicht können. Andere Ingenieure vor mir haben irgendwann mal Taschenrechner erfunden. Das durch 3, dann kommen wir bei 39,4666 und so weiter Meter durch Sekunde. Kommen wir da raus. Vor allem Gott, das jetzt halt mit den kurzen Pfeilen. Warum wird denn das Magazin immer raus? Das ist ja Scheiß. So. So richtig zufriedenstellend ist das nicht. Das müsste. Das ist. Das ist anders gedacht. Das ist nicht. Das taugt für das Magazin nicht. Eieieiei. Das ist schon gut. Gut. Wenn das. Normalerweise ist bei dem Magazin der Pfeil so weit hinten. Dann seht ihr. Der Schieberli geht nicht so weit zurück. Da geht das so weit vor. Das heißt, wir bräuchten da ein Magazin, das weiter vorne sitzen würde. Also das können wir da mit dem Pfeil so andeuten, dass man das so. Ja, nicht ganz. So, da müsste der Pfeil sitzen. Guck, so der jetzt passen. Und dann schiebt das da rein. Mach ich jetzt nicht ganz, weil sonst. Ja, ja, das ist, da bräuchte man noch einen Magazinadapter und andere Magazine dann. Das Gott halt, da muss ich mal gucken, was man da sonst noch so findet. Also, auf jeden Fall Gott das, wenn man das Schieber stehen druckt, dann Gott das. Also das ist, das letzte Mal, das lag einfach nur an der Art und Weise, wie ich es druckt habe und nicht an dem Modell selber. Das habe ich jetzt rausgefunden, da bin ich jetzt glücklich drüber. Aber ja, das Gott halt so prinzipiell mit dem Magazin nicht. Und ich finde so halbe Magazine, so große Loch, das sieht immer so komisch aus. Da muss ich mal gucken. Ich habe irgendwo von Worker, die da die Magazine herstellen, so Spritzgussteil gefunden, das kostet bloß ein paar Euro. Das muss ich mal gucken, dass ich das dann beim nächsten Mal mitbestelle. Weil da kann ich solche Magazine nutzen, das sieht schon besser aus. Gucken, dann machen wir dann den Lauf wieder nach. Die Schulterstütze, dann sieht das ja so aus. Das ist Schokoladenseite. So sieht es dann aus. Das sieht dann schon cool aus. Da habe ich nicht aufgepasst. Da gibt es nochmal.
Also die kürzere Schreibler, da habe ich da schon mal nicht aufgepasst, die gehören da oben rein. So gibt es da so weiße Stressmarke. Und dann gibt es noch eine lange Schraube, die gehört dann wahrscheinlich da rein oder was weiß ich wo, aber auf jeden Fall nicht da unten. Das nicht, da gehört auch noch kurze, also eine mittlere Schraube. Ja, das ist ein bisschen ein Scheiß. Aber ja, ich habe euch ja noch versprochen, euch mein erstes Schwungrädel als Blaster zu zeigen. Und da haben wir ihn. Und da war ich dann, ja, also mein erstes Schwungrädel als Blaster von dem Nerf da, also von Hasbro, das war die Double Punch. Und habe ich die betrieben und habe gedacht, das ist ja schwach, das muss ein kaputtes Ding sein. Ja, das ist leider dahinter, der Schraubdom, der ist hingegangen. Seht ihr, der hat einen Knacks. Und da kommt dann so ein Lithium-Ionen-Ding jetzt da rein. Na, bin ich mal gespannt, was das für Messwerte hat. Und ich habe halt gedacht, ja, die sind alle so und war dann halt, ja, etwas enttäuscht über die Performance da von diesen Nerf-Dinger da. Oder auch der Laufweg. So. Reset. Yes. Das hat 4 Schwungrädler. Das ist vollautomatisch. Ja, das ist gar nicht so viel besser. Gar nicht so viel besser. Das schießt halt wahnsinnig schnell. Ja gut, das ist jetzt nicht so viel besser, aber der Punkt ist halt, wenn man bei so Standard-Nerf da versucht so schnell zu schießen. Das lässt halt, das war schon recht konstant. Da haben wir 25, 24, 23 und 24,6 beim letzten. Das heißt, das ist halt, und wenn man da mit so Batteriebetriebene da, ja, da sind die ersten paar Schüsse, die sind noch okay. Und dann lässt die Leistung schon ganz schnell nach. Und so die Double Punch, das ist ja, da kann man ja, die hat ja 2 live und da kann man nacheinander schießen. Und das ist schon, ja, ist optisch schon echt cooles Blästerle, aber die tunen wir auch noch irgendwann mal hier auf dem Kanal. Also bleibt dabei, bleibt spannend. Von daher. Ja, gut, die Streif, da steckt jetzt auch wahrscheinlich wesentlich mehr Geld drin wie in dem da. Ne? Und das Scheiße ist dafür, da kann man die Worker oder wie heißt es, die Talent Max, die kann man da schon verwenden. Aber daher kommt der ganze Abrieb, weil ich versucht habe, oder weil ich da so lang raus und rein, kennt ja das Spiel da, bis dann gegangen ist. Also das ist jetzt halt eingeschliffen. Und ja, das ist ein bisschen anders, das Magazin. Aber ich finde, das sieht halt, ja, sieht einfach alles besser aus, wenn es klar ist. Da müssen wir auch nochmal irgendwann mal einfach, wenn wir es kennen, da Spannungsanzeige reinmachen. Da irgendwie, das müsste da recht gut reinpassen. Oder dass das so reinmacht. Ich habe jetzt nur kein Kabel da weil das sind ja bloß, das ist bloß ein 2S. Was ist das? Lithium-Ionen-Ding, also nicht einmal Lithium-Polymer, das ist ein bisschen anders. Aber sieht ihr, ich habe schon viel mit dem Ding rumgespielt, deswegen ist da der ganze Staub da drin. Das ist alles vom Schaumstoff von. Ja, das war. Wenn jetzt das Saugnäpf-Pfeil sind. Ich glaube, dafür sind die Blasters jetzt nicht unbedingt ausgelegt, aber. Da ist halt der automatische Schieber. Also das hat alles seinen Vor- und Nachteil, also von daher, das passt schon. Ja, jetzt bin ich im Überlegen. Ich glaube, mit der Streif
Das Einzige, was ich vielleicht irgendwann mal machen möchte, weil das habe ich von der Farbe recht gut, dass ich da vorne vielleicht was Eigens mache, das dann auch einfach so ein bisschen unsymmetrisch ist, dass es dann zu den Gesamten passt. Aber da muss ich was überlegen. Also das will ich nicht abdecken, das gefällt mir eigentlich so. Das ist schon, ja, weil sonst kann man da irgendwann mal einen komplett eigenen Blaster entwerfen. Also das wäre dann irgendwann wahrscheinlich einfacher, wie jetzt da die ganze Teile dafür zu entwerfen. Und das in 3D-Drucker rauszulassen. Weil das, ja, was mir halt nicht gefällt, ist das Batteriefach. Ich habe gesehen, Worker hat dafür auch einen Blaster entwickelt. Aber die haben auch so das Batteriefach auch so schäbig. Da müsst ihr gucken, was man da. Das kennt man eigentlich auch. Das komplett rausmachen. Aus dem 3D-Drucker was rauslassen. Das da neu bastelt hat. Dass man das da tiefer legt halt. Aber das gucken wir uns an. Aber warum sie das nicht in derselben Farbe gemacht haben, das verstehe ich nicht. Weil das Originale sieht halt schon auch cool aus, weil das Logo drauf hat. Hey, wenn das bei meinen alten Videos, ich habe es jetzt gerade nicht griffbereit. Jetzt habt ihr es gesehen, mein erster vollautomatischer und vor allem mein erster Schwungrädlesblaster. Und die Streif, die kam irgendwann mal später. Ich habe auch noch Raven habe ich noch da. Und ich habe auch einen Raven Fire. Ich habe ein paar Blaster, also die müssen wir auch mal irgendwann mal vergleichen. Und die Raven müssen wir auch mal weiter basteln. Da habe ich da kein, da gibt es nicht so viel, da gibt es keinen Käfig dafür und die Schwungräder, das wäre dann nicht das Problem, aber ja, das sehen wir. Das sehen wir. Lasst ein Abo da, drückt das Klingeln, dann kriegt ihr alles mit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.